Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von «Hören mal». Neu ist auch übertrieben, ich meine, es ist die erste Folge. Hoi, schön bist du da. Es wird heute vor allem um so meine Lebensgeschichte gehen, einfach damit wir so alle auf dem gleichen Punkt sind, bevor ich so anfange, über Gott und die Welt zu reden. So, Bro, erstmal müssen wir alle die gleichen Infos haben. Habe ich so gefunden, als ich mir etwas überlegt habe. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich so ein bisschen besser nachvollziehen danach auch, oder so ein bisschen merken, von wo meine Gedanken kommen und so. Weil ich erzähle einfach so Key-Events und so ein bisschen, wo habe ich gewohnt, wie war so meine Familie, gewesen, bla bla bla. Einfach ohne zu deep reingehen jetzt schon, weil sonst würde alles viel zu lang gehen. Also wirklich einfach chronologisch. Holt euch einen Tee oder keine Ahnung, Alter, wenn ihr am Wäsche machen sind, geniessen es. Und ich erzähle euch einfach ein bisschen mein Leben. Genau. Ähm, Ich würde sagen, angefangen hat es ganz räudig. Ich bin aufgewachsen im Graubünden. No shade an Graubünden. Ich weiss, ich habe Leute, die mir wahrscheinlich zuhören werden, die vom Graubünden sind. Hoi, ja, ich kann den Bündner Dialekt, aber ich mache es nicht gerne. Ähm, ja, wieso sage ich räudig? Es ist einfach mehr so die Mentalität. Ich weiss auch nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es ist halt schon so ein bisschen das, was man so stereotypisch als Hinterwäldler denken sieht. Das ist halt schon for real so. Wie auch anders. Ich meine, es ist logisch, vor allem früher, das hat halt legit nichts gehabt. Ich weiß nicht mal, wie viele Einwohner mein Dörfli hat. Ähm, ja. Aber ich bin dort aufgewachsen mit einer blinden Schwester, mit einer dänischen Mutter. Ist schon mal auch so ein bisschen so, Drama. Ja. Wir sind, glaube ich, eine sehr unkonventionelle Familie gewesen. Meine Mami hat den schwärzigsten, crazyigsten, lustigsten dänischen Humor, den man sich vorstellen kann. Und sie ist, also so wie sie das erzählt, ist sie dort in dem Dörfli recht schräg angeschaut worden am Anfang, weil es die Leute halt einfach nicht so gekannt haben. Und das hat sie uns so ein bisschen mitgegeben, auch vor allem wegen meiner Schwester. Es war so gewesen, man copt mit Humor. Und ich glaube, von dem kommt das so ein bisschen bei mir, dass ich so ein bisschen so rumjoken bin. Weil es ist einfach so, wie ich erzogen worden bin, so man lacht über die Sachen. Und ja, bei mir war als Kind hure schlimm. Gewesen. Ich habe anscheinend halt so nicht extra lustige Sachen gesagt. Und ich war so das dumme Kind, das angefangen hat zu heulen, wenn jemand gelacht hat. So, ich habe mich halt ausgelachen gefühlt und so nicht ernst genommen. Und dann haben sie sich so immer das Lachen verhebt daheim und ich habe es genau gemerkt und bin so, nee, hör nicht auf lachen. Und jetzt bin ich so in der Klasse gelohnt. Also, ist eigentlich noch, also Klasse gelohnt ist schon übertrieben, aber so, es ist eigentlich lustig, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat. Aber ja, das bin ich gewesen. Ich war ein kleines, blondes Mädchen gewesen, habe nur pink angelegt. Alter, wehe, meine Mutter hat mir irgendetwas zum Anlegen parat gestellt, das nicht pink war. Wenn es sich komisch auf der Haut angefühlt hat, so wirklich so Sensory Issues hatte ich, Alter, habe ich es abgezogen, so umgeschrauben, in den Schrank hineingeschossen. Also wirklich so eine Diva, Gacki-Furz-Kind. Wirklich einfach mühsam. Mega schüch. Ich hätte lieber in die Hose gepisst, als jemandem sagen, so, hey, ich muss aufs WC im Kindergarten. Nichts. Nada. Nix. Das in Kombination mit einer blinden Schwester ist so ein bisschen, sie ist 5 Jahre älter als ich, ist relativ speziell gewesen, weil ich habe wie die Verantwortung auch übernommen. Logischerweise habe ich nicht mega viel machen, aber so, wenn wir zum Beispiel miteinander rumgelaufen sind, bin ich die gewesen, die schauen musste, wir laufen richtig, wir schauen, dass sie nicht reinläuft, so mäßig auf diese Art. Ähm, das heisst, ich habe mega früh schon gelernt, irgendwie mit dem umzugehen. Und gleichzeitig bin ich trotzdem so ein verdammter Hosenscheisser gewesen. Wirklich. Also, das ist jetzt aber schon wieder nicht so chronologisch. Ich habe mir extra Notizen gemacht. Ja, meine erste Sprache war Dänisch. Ich habe mit meiner Mami Dänisch geredet. Und weil mein Vater halt geschafft hat, habe ich bin ein mega Mami, wie sagt man dem, so eine Mami Furz gsi. Ich wollte mit niemandem reden, außer mit ihr. Ich habe so in der Öffentlichkeit Sonnenbrille angelegt, auch wenn es geschifft hat, dass ich nicht mit den Leuten reden und so. Also wirklich, einfach meine Mami. Und ich habe richtig komisch Schweizerdeutsch geredet am Anfang. Ich hatte so einen richtigen dänischen Akzent. Das hört man auch auf so einen Bündner Dialekt mit so dänischen Fehlern drin. Weil ich es halt eben von meiner Mami gelernt habe, überhaupt Schweizerdeutsch reden dann, weil es war ein bisschen awkward gewesen. Ich konnte nicht mit meinem eigenen Vater reden, weil ich kein Schweizerdeutsch konnte. Ja, aber es ist dann relativ schnell gekommen. Das erklärt auch, ihr fragt mich alle immer, Emma, wieso kannst du eigentlich Sprachen? Das ist einfach, weil ich bilingual aufgewachsen bin wahrscheinlich. Also, es ist nicht so viel dahinter. Ähm, ja, weil meine Schwester eben sehbehindert ist oder blind,
sie hat, glaube lieber, wenn man sagt, sehbehindert, sind wir unter der Woche, wo ich so 3 war, bis, keine Ahnung, 5, 6, haben unter der Woche in Zürich gewohnt, weil meine Schwester dort in eine Blindenschule gegangen ist. Und dort bin ich dann so aus Versehen, Alter, hat meine Mutter mich dort in so eine Scientology-Schule eingeschult. Und das ist eigentlich, also es war wie so eine Vorschule gewesen, einfach. Und damit, halt so, damit ich auch irgendeine Beschäftigung habe dort. Und ich habe das mega geil gefunden dort. Leute, Alter, ich schwöre euch, nichts von wegen Brainwash. Wenn ihr nicht wisst, was Scientology ist, ist halt so eine Sekte, wo so gewisse Celebrities irgendwie auch dabei sind. Ich weiß auch nicht genau, ich habe es nicht recherchiert, das juckt mich irgendwie nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, die tun, glaube in schlimmen Fällen wirklich Hirnwäsche betreiben. Habe ich jetzt persönlich nicht erlebt. Nur, dass mir dort mein Crush plötzlich sein Schnäbi gezeigt hat, also der ganze Klasse besser gesagt, und die Lehrerin hat es dann gesehen. Aber das habe ich schon mal auf TikTok erzählt. Ja, das ist dann halt auch so ein riesen Hin und Her. Das heisst, ich war so ein bisschen überall. Ich habe nie so den Sense of Alter, was mache ich immer so englische Wörter, Mann. Aber so das Gefühl von daheim habe ich nie gehabt, weil wir sind immer so ein bisschen überall gewesen. Ich finde das auch nicht etwas Negatives, aber es ist nicht so, dass ich einen Ort habe, wo ich so sage, wow, das ist mein Daheim, Graubünden, da bin ich. Da. Nein, überhaupt nicht. Genau. Das heisst, ich habe meinen Vater halt auch nie viel gesehen und ich habe so Angst vor Männern gehabt, Alter. Einfach nur so Mami. Und alles andere war mir scheißegal gewesen. Und dann dann sind wir wieder nur in Graubünden gewesen, weil meine Schwester dann endlich in die Normalschule quasi integriert werden, nachdem sie, keine Ahnung, was sie dort alles machen musste. Aber sie war auf jeden Fall so quasi genug begabt gewesen und hat sich genug gut können navigieren in der Welt, dass sie halt so in die Normalschule gehen darf. Und darum haben wir auch nicht mehr in Zürich sein unter der Woche. Und dann bin ich in den Kindergarten gekommen und das hat mich so angeschissen, Digga. Wirklich, ich glaube, ich habe nach einem halben Jahr im Kindergarten gesagt, Bro, Mama, bitte, Mami, ich mag nicht mehr im Kindergarten sein. Dann musste ich so einen scheiß Test machen und vom Test her wäre eigentlich alles gut gewesen, hätte ich fix dürfen schon in die erste Klasse gehen. Aber dann haben sie mir einfach gesagt, hey Emma, du musst dich sozial ein bisschen mehr anstrengen. Also wenn du nicht mal mit der Lehrerin kannst reden, dann kannst du das also bitte auch abschminken, dass du meinst, du kannst in die Schule gehen. Bro, was? Bro, sagst du mir das, nachdem ich ein verfaultes Mandarinli gegessen habe, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, dass es verfault ist? Na toll, toll. Dann habe ich aber wirklich angefangen, mir richtig Mühe gegeben, weil, Bro, ich habe wirklich keinen Bock mehr auf den scheiß Kindergarten. Dort hatte ich auch so einen gehabt. Shoutout an dich, du weißt, wer du bist, falls du zulässt. Der hat einfach Steine gefressen in der Pause. Ist extra zu uns Mädchen angekommen und so, schau mal, was ich machen kann. Menzi Muck ist geil, aber schau mal, ich kann Steine fressen. Und wir so am Steine sammeln, so die am schönsten sind. Schau mal, der ist voll schön weiss und rund. Schluckt sie den einfach ab. Bro, erstens mega rude, so, ich wollte den heimnehmen und meiner Mami schenken. Zweitens, das erklärt ziemlich gut meine Primarschul-Experience. Wir sind so, es ist so ein Kaff, dass wir halt so erste und zweite Klasse zusammen sind. Oder ich glaube sogar zum Teil dann so zweite, dritte, vierte oder so. Also wirklich, wir sind so wenig Kinder gewesen. Wir sind nachher auch noch mit dem in der Klasse gewesen. Und das ist einfach, ja, es ist so der Average Durchschnittskind einfach so gewesen. Und eben, weil ich auch an der gleichen Schule war wie meine Schwester dann und so ein bisschen mitbekommen habe, wie so, oh ja, gell, du bist doch die Schwester von ihr und bla bla, habe ich, glaube relativ früh so ein mega so Bewusstsein dafür bekommen, dass ich will, dass das alles gerecht ist. Ich bin immer so, nein, das sagt man nicht und nicht. So ein richtiges Besserwisser-Kind. Und das hat sich so mega durch, das habe ich heute noch, dass ich extrem hässig werde, wenn etwas nicht gerecht ist. Und ich glaube legit, wir machen da jetzt gefühlt so eine Therapiestunde, aber das kommt, glaube wirklich schon von dem, dass ich mit dem aufgewachsen bin und mich so auch für meine Schwester einsetzen und so ein bisschen mitbekommen habe, was alles abgeht und so. Und es war auf jeden Fall sehr tumultös gewesen, wenn man das so darf sagen. Und meine Schwester ist genau das Gegenteil von mir. Es ist mega lustig, sie war so eine, sie hat mega geflucht, sie hat so Tokyo Hotel geschaut, gehört, sie hat alles schwarze Kleider angehabt und ich so, man darf im Fall nicht geil sagen. Es gibt wirklich Videos von mir, wie ich sie so zusammenschieße, weil sie geil sagt. Wisst ihr, was mich auch riecht? Habt ihr das auch gehabt, Alter? Eher mit älteren Geschwistern. Mich hat das so provoziert, wenn meine Schwester mir «Sorry, gell?» gesagt hat, anstatt irgendwie «Entschuldigung». Ich habe
keine Entschuldigung angenommen, wenn es nicht heisst, Entschuldigung, Emma. Girlboss, wirklich schon damals. Also ich hatte so eine grosse Meinung gehabt. Ich gebe wirklich meiner Mutter die Schuld für das. Ja, auf jeden Fall haben sich dann kurz darauf meine Eltern geschieden. Und weil meine Mami eben Dänin ist, hat sie halt obviously irgendwie keinen Grund mehr gehabt, um in einem Kaff zu bleiben. Sie hat keine Familie dort gehabt, sie hat es nicht mehr gut gehabt mit meinem Vater mäßig oder so. Was soll sie dort? Dann hat sie einfach legit unsere Sachen gepackt und wir sind einfach gegangen. Ich mag mich nicht daran erinnern, dass ich jemandem Tschüss gesagt habe. Und ich glaube sogar, in diesem Kaff haben sie nachher noch mega lang gedacht, dass wir einfach am Schulschwänzen sind, bis wir halt legit nicht mehr zurückgekommen sind. Und das ist dann halt so ein bisschen, ich glaube, auch ein Auslöser gewesen, wieso ich so ein mega Internetkind geworden bin. Weil ich halt mit meinen, vor allem so 2 Friends, die ich von dort hatte, mega viel dann auf Skype geredet haben. Wir haben so zusammen angefangen, Movie Star Planet und Habbo und all das zu spielen. Und ich bin einfach mega früh an dem Ganzen schon exposed gsi und habe dann auch relativ schnell so angefangen, so Fake-YouTuberin zu sein und so. Und ich finde das so lustig, weil schaut mal, wo ich bin. Einfach, ich mache genau das, was ich als Kind mega geil gefunden habe. So. Ja. ähm, und in Dänemark, habe ich jetzt gesagt, dass wir auf Dänemark gezogen sind? Ja, auf jeden Fall, meine Mama hat unsere Sachen gepackt, wir sind auf Dänemark gezogen. Und dort hatte ich wirklich so die Zeit von meinem Leben gehabt, weil das ist so wirklich, wie es in den Filmen ist, Leute, es ist wirklich so. Wenn du neu irgendwo anziehst und halt so, okay, man muss auch sagen, ich bin auch verhältnismäßig ein hübsches Kind gewesen. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich irgendwie nicht in so die Norm reingepasst hätte. Das muss ich allgemein zu allen meinen Experiences sagen. Ich bin immer, das klingt hure beschissen, Leute, aber ich meine es ganz ernst. Ich bin immer irgendwie beliebt gewesen. Auf das können wir nämlich auch noch im Podcast sprechen, wie das so war und was ich mit dem verbinde und einfach wie so die Erfahrung ist, wenn du in jeder Situation irgendwie das Gefühl hast, so, ah ja, die Leute haben mich ja gern. Weil wenn du irgendwann ein Bewusstsein für das hast, verhaltest du dich auch ganz anders. Ich bin in die Situation reingegangen und hatte keine Angst gehabt, dass ich dort irgendwie gemobbt werde oder so. Ich habe wie gewusst, es kommt alles gut und ich glaube, das war mega wichtig gewesen. Auf jeden Fall, an der Zeit von meinem Leben, Bro, in Dänemark hast du bis irgendwie zu der 7. Klasse keine Noten, nichts, nada. Die haben irgendwie gedacht, ich bin hochbegabt, nur weil ich halt einfach wegen dem, was ich bis zu der 3. Klasse in der Schweiz konnte. So, Bro, ich bin nicht hochbegabt gewesen. Die haben das so mega fördern. Meine Mama so, machen wir nicht. Ja, einfach allgemein. Funny Story. Zu dieser Zeit habe ich die Coco bekommen. Und sie hat immer meine... Coco ist mein Hund, an die es nicht wissen. Die hat immer meine Arme aufgekratzt, als sie klein war. Weil, wenn ihr es nicht wisst, Welpen haben so mega spitzige Krallen. Oder allgemein einfach Babytierchen. Keine Ahnung wieso, Alter. Und sie hat meine ganzen Arme aufgekratzt. Und dann hat einfach meine Klassenlehrerin, Trigger Warning, Selbstverletzung, sie hat einfach gedacht, dass ich mich ritze. Und dann musste ich mit meinem Hund in die Schule kommen und so beweisen, dass das von meinem scheiß Hund kommt. Also wirklich einfach eine ganz andere Welt. Stellt euch das mal vor so 10 Jahren in der Schweiz, Bro, niemand hat dir etwas gesagt. Auch wenn sie das gedacht hätte, die hätte es nie gewagt, so in das Familienleben und Privatleben so einzudringen. Aber in Dänemark, Alarmglocke, hey, ja, jetzt müssen wir aber schauen, was da läuft. He. Das war sehr, sehr speziell. Dort ist dann halt auch so die Phase, also in Dänemark habe ich so wieder den Anfang von meiner Pubertät erlebt. Und auch so die ersten Sachen, wo ich dann wirklich so meine Stimme gefunden habe. Ich muss mir vorstellen, wirklich schüch as fuck. Plötzlich aber haben alle Buben richtig genervt und sind so einem an den Arsch gelenkt. Und das ist ja also keine Ahnung, ist euch das auch so passiert? Bei uns war das so hure normal gewesen, dass plötzlich Typen einem einfach angelenkt haben und niemand hat etwas gesagt. So, wir haben einfach gedacht, ja, okay, ging ihm halt in die Eier. So, das ist legit, das ist eben dann mein Mechanismus geworden. Ich habe die so geboxt und verschlagen. Ihr glaubt es nicht, ich habe jedem Typ von meiner Klasse damals in die Eier gekickt. Ohne Scheiß. Ein dummes Wort und meine Mutter hat mir gesagt, hey, wenn jemand etwas Dummes sagt, machst du das? Bro, ich habe das umgesetzt. Meine Mutter sagt immer, es ist nicht so pädagogisch, aber es war sehr effektiv gewesen. Ich habe wirklich ein Gespräch mit meiner Klassenlehrerin darüber, dass es wirklich nicht okay ist, Emma, so Gewalt anzuwenden. Und du kannst dich doch verbal wehren.
Nein, Digga, habe ich wirklich nicht können. Also eine Zeit lang sind die Buben wirklich eine Pestilenz gewesen. Ähm, ja. Was noch? Ach so, ja und weil, eben dann habe ich erstens so ein bisschen gelernt mit zu wehren und so, weil irgendwann war es mir einfach genug gewesen, eben doch die Fresse, wirklich, eben, einfach die Phase, wo Buben mühsam waren, habe ich so meine innere Emma gefunden, wo ich so meine Meinung sage und dann ist es wie zu viel geworden und ich habe bis heute noch mega Mühe mit dem, so dass ich das Gefühl habe, man nimmt mich nicht ernst und dass ich dann so übermäßig meine Meinung sage oder übermäßig so mega hässlich werde, obwohl es gar nicht nötig wäre. So das extreme Bedürfnis, sich zu verteidigen oder auch für andere einzustehen. Und das habe ich einfach in letzter Zeit müssen merken, so, Bro, du kannst dich nicht überall einmischen, weil schlussendlich bin ich immer ich drunter gekommen. So, auch in der Oberstufenzeit und so. Ich habe mich immer probiert, für Leute einzusetzen und bin nachher selber das Arschloch gewesen. Und sogar so von Lehrern angefickt worden und was weiß ich was. So, irgendwann musste ich auch ein bisschen bremsen, oder? Sorry, das hat jetzt glaube gerade ein Hintergrundgeräusch gegeben. Aber ich habe meinen Laptop kurz müssen... Aber die Schrift auf meinem Laptop ist so klein. Ich sehe einfach nichts. Ja, und weil wir dann halt auch in Dänemark gewohnt haben, wir sind übrigens nur 3 Jahre in Dänemark gewesen, habe ich halt wirklich vielleicht meinen Vater einmal im Jahr gesehen und so. Und ich glaube, mega viele Leute denken, dass ich mega close bin mit meinem Vater, aber so für mich, ich kenne ihn eigentlich gar nicht so richtig, weil wir haben einfach nie so die Zeit miteinander gehabt und nie so ein richtiges Verhältnis. Er ist einfach so mein Vater und das ist okay, aber ich habe wie keine Traits von ihm. Ich bin von meiner Mutter erzogen worden, meine Mami hat mich dazu ermutigt, die Sachen zu machen, die ich mache. Gesagt, mach deine Schule, so all das, es kommt einfach von meiner Mami. Ähm, aber das ist auch noch ein anderes Thema, das ich gerne mal im Podcast behandeln würde, so Familiendynamik und so. Ähm, ja. Ah, ja genau. Dann war eigentlich meine Zeit in Dänemark auch schon vorbei gewesen, weil für meine Schwester war es einfacher gewesen, zu navigieren in der Schweiz, weil du lernst das halt auch alles. Also wirklich, kommen dann Leute zu einem heim, wenn du mit einer Sehbehinderung aufwachst und bringen dir alles bei, gehen mit dir stundenlang auf die Straße, du lernst, wie du allein rumläufst, bla bla bla. Und in Dänemark war dann halt alles anders gewesen. Und sie hat dann wie zurückwählen und logisch nimmt man dann Rücksicht auf das als Familie. So, meine Schwester hat immer Priorität in dem Sinn und ich habe das auch immer verstanden. So, man wächst halt auf und weiß, hey, ihre Bedürfnisse sind wichtig, weil sie hat schon einen Nachteil. Und dann habe ich mich wie immer auch dem so hinter das gestellt, wenn man das so sagen kann. Und wir sind dann zurück in die Schweiz, aber nicht auf Graubünden zum Glück, sondern in Aargau, weil meine Schwester wollte an Kanti. Und dann sind wir einfach irgendwo random in irgendeinem Kaffee im Aargau. Ähm, und dort bin ich in die 6. Klasse gekommen. Also von der 3. bis zur 6. bin ich in Dänemark gewesen. So könnt ihr euch das vorstellen. Und dann in der 6. Bro, dann bin ich erstmal richtig angefickt worden, weil in Dänemark sagst du auch nicht Grüezi oder Frau Müller, sondern du sagst den Vornamen und sagst Hallo und sagst Tschüss und alles ist einfach so auf einer ganz anderen Ebene. Und ich habe das wie nicht gelernt, weil in der 2. Klasse, bei mir ist es jetzt auch nicht so deep gewesen, wenn du mal Hallo gesagt hast. Ich meine, ihr wisst, wie Kinder sind, die sind einfach Schnuddergolf und checken nicht, ob sie Grüezi gesagt haben oder nicht. Jetzt hätte ich fast gorzen. Dann bin ich in die 6. Klasse gekommen und habe meinem Lehrer Hallo gesagt und der ist erst mal richtig durchgefallen. Ich habe mir noch, oh mein Gott, bevor wir umgezogen sind in die Schweiz, habe ich mir noch so, das war die Phase von der Kylie Jenner Lip Challenge oder so, wo man so mit einem Glas oder mit einem Staubsauger so die Lippen eingesaugt hat und sich so grosse Lippen daraus gemacht hat. Oder? Ich habe das einfach mit dem Staubsauger im ganzen Gesicht gemacht. Ich hatte Staubsaugerflecken im Gesicht, so Knutschflecken, runde. Ich habe später herausgefunden, dass die... Und ich habe gedacht, so, das geht eh weg, bis ich dann in die neue Klasse muss. Nein, vergessen es. Vergessen es, Alter. Ich bin mit Staubsaugerflecken in eine neue Klasse gekommen und die Leute haben gemeint, dass ich Pilz habe. Sie haben mir das im Nachhinein gesagt. Sie haben gemeint, ich habe Pilz. Und die erste Stunde, als ich reingekommen bin, war einfach eine Französischstunde. Und die haben schon ein halbes Jahr oder so Französisch gehabt. Ich habe kein Wort Französisch können. Und die hat nicht aufgehört. «Comment tu t'appelles? Ah, quel âge as-tu?» Ich habe sie wirklich angeschaut und nur lachen. Ich habe mich noch nicht mal vorgestellt. Ich habe nur lachen. Ich habe bis dann dort noch keine Zahnspange gehabt, habe noch so mein Maul verdeckt beim Lachen. Alle haben gedacht, ich habe irgendeinen Schaden.
bis dann zum Glück irgendwie 2 Mädchen zu mir gekommen sind und sich so mit mir haben wollen anfreunden und so. Zum Glück, Alter. Leute, glaubt mir, wenn ihr noch nie irgendwie in eine neue Klasse sind oder in ein neues Umfeld gekommen sind, glaubt mir, es gibt immer Leute, die zu euch ankommen. Das sind schlussendlich meistens nicht die Leute, bei denen ihr bleiben wollt. Aber es ist mega toll, dass es überhaupt so Leute gibt, die mit einem zu tun haben. Wisst ihr, was ich meine? Also, falls euch so etwas bevorsteht, habt keine Angst, es kommt schon. Es ist einfach so ein bisschen problematisch am Anfang. Vor allem so die erste Impression ist halt so wichtig. Und wenn du dann mit fucking Staubsaugerflecken kommst, ja, egal. Auf jeden Fall ist dann so mega der Schulhustle gekommen, weil ich meine, 6. Klasse ist auf jeden Fall bei mir zu dieser Zeit so gewesen, dass nachher der Übertritt in die Oberstufe gekommen ist und sie haben ja müssen wissen, ob sie mich in die Betz, Sek oder Real schicken. Und dann habe ich halt mega gehustelt und Bro, ich habe dort schon keine Mathe können. Ich habe wirklich nichts gecheckt. Und es war mega so kritisch, gewesen, so, wow, Emma, du bist in allem mega gut, aber Mathe musst einfach raufkommen. Und dann hat er gesagt, ich weiss nicht, ob ich wirklich besser geworden bin in Mathe oder ob er dann einfach wie ein Auge zugedrückt hat und mich trotzdem in die Betz gelassen hat. Und, also Betz ist Gymi, glaube ich, aber ich keine Aufnahmeprüfung müssen machen. Und dann war ich mega happy gewesen. Ich weiss noch, ich habe in mein Tagebuch geschrieben, ich hoffe, ich schaffe es mindestens in die Sek. Eine Realstufe wäre auch okay. Und dann bin ich einfach ins Bett gekommen. Das ist eigentlich mega herzig so. Und dann bin ich ins Bett gekommen und das war dann wirklich eine schreckliche Zeit für mich gewesen. Muss ich ehrlich sagen, es hören wahrscheinlich auch einige Leute zu, die zu diesem beigetragen haben. Hoi, freut mich. Irgendwie habe ich schon auf Insta gepostet, dort ich war 12 war. Und meine Bilder, ich habe immer mega meine Bilder bearbeitet und so. Und ich habe halt viel älter ausgesehen, als ich war. Und das hat sich dann schon so, bevor ich überhaupt an die Schule kam, mega umgesprochen und so. Und dann ist das wie so eine Challenge geworden, so, wer zuerst Emma umarmt, kriegt das Snickers und so. Und ich habe doch nichts gecheckt, Alter. Ich dachte, wow, mega cool, die wollen alle meine Friends sein. Niemand will meine Friends sein. Es war wirklich mega, mega schlimm gewesen. Basically 3 Jahre lang ist nur Scheiße über mich geredet worden. Ich bin von Gruppen umzingelt worden und angefickt worden für das, dass ich mit 12 halt eine Meinung hatte. Wenn sie mich so angefickt haben, habe ich halt meine Meinung gesagt. Und das ist dann so gewesen, hast du keinen Respekt vor Eltern? Nö, habe ich nicht. Hätte ich nicht sollen machen. Leute, amigs muss man einfach wissen, wenn man die Fresse hat. Ich habe das nicht gewusst. Ich war wirklich der Teufel vom ganzen Schulhaus gewesen. Könnt ihr gerne, egal wer fragen. Sogar Lehrerinnen haben mich angegriffen. Ich musste zu der Schulpsychologin gegen so Gruppen von Mädchen reden, weil ich mit ihren Freunden so Friends war. So, Bro, chill, ich bin einmal mit dem Freund Schlittschuh laufen, mit einer Kollegin noch. Und wir müssen zu der Schulpsychologin. Hä? Ja, das ist wirklich... ist wieder mal so Peak Schweiz System, wo ich einfach immer noch glaube, so gewünscht hätte, so, wieso bin ich nicht in Dänemark, wo alles so mega pädagogisch korrekt abläuft. Und da würde ich so Gruppen gemobbt bei der Sozialpädagogin und darf nicht mal meine Kollegin mitnehmen. Das ist wirklich... Es ist painful gewesen. Und es hat sich dann halt so mega so Gerüchte verbreitet und es hat wirklich so Sachen geheißen, wie so der Emma kannst Geld geben, dass sie dir einen bläst und so Sachen. Und Leute, ich habe bis dann noch nicht einmal meinen ersten Kuss gehabt. So, ich weiß nicht, von wo das gekommen ist. Es sind dann immer so die 17-, 16-Jährigen, ich war 12, 13 gewesen, haben mir geschrieben und haben auf mich geeiert und haben mir legit Schwanzbilder geschickt und so einen Scheiß. Und ich war dann so die Böse gewesen, weil das beliebte Typen waren. Aber das ist auch ein anderes Thema, das wir gerne noch behandeln können. Aber einfach, ich tue jetzt alles so ein bisschen ankratzen, dass ihr wisst, dass da sehr viel Gesprächsbedarf herrscht. Und ich glaube, es können auch viele Leute relaten. Und einfach auch zu dieser Zeit, in diesem Alter, man weiss nicht, dass das falsch ist. Niemand hat mit einem das Gespräch, vor allem dazu mal so Snapchat und alles, war mega neu gewesen. Es war nicht so gewesen, dass Eltern wissen, was auf diesen Plattformen passiert und Kinder können warnen oder so. Und man hat es auch definitiv nicht den Eltern erzählt. So, Bro, soll ich zu meiner Mutter gehen und sagen, hey, der Peter hat mir übrigens gerade sein Schniedeli geschickt und ich weiß voll nicht, was mache ich. Ich glaube, ich schicke auch einfach etwas zurück. Oder so, wisst ihr, was ich meine? Ich habe dann auch mein erstes Ross bekommen, Nasira, den Haflinger, für alle, die das interessiert. Ich habe viele Anfragen bekommen, wie ich auch ein bisschen über Pferde reden kann. Und weil meine Mami hat eben ein Pferd und das ist dann wie so unser gemeinsames Hobby geworden. Und, und das ist mega gut gelaufen. Also, das war einfach mein Traumleben. So. Und gleichzeitig aber wieder Schulstress, mega scheisse wegen Mathe, weil ich musste genügend sein in Mathe, um nachher an Kante Gymi zu kommen.
Und das war so ein Stress, Bro. Ich habe meinen letzten Mathe-Test vom ganzen letzten Betzjahr einfach abgeschrieben, dass ich es schaffe. Nur so hat es mir gelangt. Danke, Joel. Grüße gehen raus, dass ich bei dir abschreiben durfte. Sonst hätte ich es einfach nicht geschafft. Das ist ja, scheiß Schweizer Schulsystem. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, obwohl mein Mathelehrer mich immer angefickt hat, gesagt hat, gang doch ins Sek runter, Digga, du kannst nichts, was hast du das Gefühl, dass du irgendetwas erreichen kannst, so vor der ganzen Klasse. Immer. Der hat uns aber auch, eine von meiner Klasse hat immer so mega coole Kleider angehabt, wo man halt so ein bisschen den Ausschnitt sieht und so. Bro, der hat ihr legit so gesagt, hast du da ein Guckloch? Darf ich da mal reinschauen? Und so Sachen. Niemand hat das gejuckt. Wir haben alle reklamiert. Immer. Wir sind zum Schulleiter gegangen. Alles. Niemand hat etwas gemacht, Bro. Das ist einfach so krass. Ich glaube, jetzt mittlerweile, ein paar Jahre später, ist er mal entlassen worden oder er ist selber gegangen oder so. Aber an dieser Schule ist einfach nie etwas gemacht worden gegen die fucking crazy Sachen. Es ist sogar mal ein Hate-Account von mir gemacht worden im Fall. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, das ist richtig crazy. Ja, auf jeden Fall ist dann einfach allgemein in dieser ganzen Phase so ein bisschen auch so mega toxische Freundschaften sind gewesen. Jeder hat über alle Scheiß geredet. Ich habe Leuten Sachen anvertraut, wo es nachher auf fucking Ask FM gepostet haben oder darüber gelogen haben. Es ist alles einfach nur um Aufmerksamkeit gegangen und so vor allem um Typen. Es ist auch unter uns Mädchen einfach nur darum gegangen, wer kommt am besten bei Typen an, wer wird als am hübschesten angesehen. Boah, der Peter findet die hübsch, das heisst, ich hasse die. Und ich nehme mich selber nicht von dem aus. Es war einfach allgemein so mega die feindselige Stimmung gewesen. Und man hat immer alles einfach geglaubt. Leute, glaubt nicht alles, was ihr hört, wenn ihr jemanden nicht kennt. Das ist wirklich so schlimm gewesen damals. Oder also Bilder sind umgezeigt worden von irgendwelchen Mädchen, die ihrem Freund im Vertrauen etwas geschickt haben, Bro. Die sind nicht mehr in die Schule gekommen. Die sind nachher eigentlich basically eingewiesen worden, weil es ihnen so scheiße gegangen ist. Und die Leute haben sich immer noch darüber lustig gemacht. So nicht mal an diesem Punkt haben sich dann Leute zusammengerissen, wo man so gemerkt hat, so, wow, das war glaube wirklich nicht so gut gewesen. Ja, und dann ist das Gymi gekommen, dann war ich endlich mit neuen Leuten gewesen, aber es hat auch mega viele Leute schon in meiner Klasse gehabt, die mich schon kennt haben. Auch von diesen Gerüchten, Bro, die haben bis auf Basel gelenkt. Aber trotzdem, das Gymi war wirklich mega für mich toll im Vergleich zu der Oberstufe, weil ich gemerkt habe, ich muss nicht in allem gleich gut sein. Man konnte so seine Fächer aussuchen und ich muss jetzt gerade kurz schauen, oh, meine Kamera hat nicht mehr so viel Akku. Man konnte Prioritäten setzen und es war scheißegal, ob ich scheiße bin in Mathe, weil ich wusste, ich kann im anderen Zeug aufholen. Und das war so das erste Mal, wo ich, also es war immer noch mega stressig, aber das erste Mal, wo ich so ein bisschen abschalten von dem, wow, du musst in allem probieren gut zu sein. Nein, muss ich nicht. Ich chill jetzt einfach mal ein bisschen. Und dann ja, habe ich auch während der Gymzeit so meine ersten Freunde gehabt und habe überhaupt alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte. Ja, es ist auch dann immer noch weitergegangen mit so Lästern und toxischen Freundschaften, aber viel weniger als in der Oberstufe, muss ich sagen. Und dann habe ich glaube, ich weiß nicht in welchem Gymjahr, glaube im im zweitletzten Gymjahr, Kanti, für die Kanti sagen, habe ich angefangen TikToks zu posten. Und der Christian, falls ihr ihn kennt, Chris 8 an, hat eben schon TikToks gepostet, hat die ganze Schule über das geredet. Alter, was meint der, wer der ist? 2 Minuten später hat er mega viele Followers gehabt. Alle so, oh mein Gott, Christian, mega cool, was du machst. Bei mir genau das Gleiche. Alle haben sich darüber lustig gemacht. Alle haben mir so gesagt, habe ich das TikTok gesehen? Mega lustig. Ja, die Leute... Ah, jetzt höre ich gerade Coco bellen. Kann ich bitte aufhören bellen? Sorry, falls ihr irgendwelche Geräusche hört. Ja, heutzutage... Das klingt jetzt abgehoben, aber heutzutage folgen die Leute mir immer noch alle. Also, oh, halt, jetzt hat es gerade kurz die Videoaufnahme gestoppt. Ich glaube. Ja, Moral von der Geschichte. Einfach trotzdem durchziehen. Es hat mir einfach mega Spass gemacht, TikToks zu posten. Und ich habe es dann halt weitergemacht, obwohl ich mich mega geschämt habe. Es war mir wirklich mega peinlich, wenn Leute mich so darauf angesprochen haben. Und so, vor allem, weil ich während dem Lockdown angefangen habe. Dann hat es wie niemand können jucken. Und dann, wo wir wieder so zurück in die Schule haben müssen, aber plötzlich so, Emma. Vor allem so Leute, die ich nicht mal viel damit zu tun hatte. Also, wo nimmst du dir das Recht, mich auf das ansprechen? Bro, get off my dick, Mann. Aber ja, I guess es ist gut. Dann habe ich plötzlich so Kooperationsanfragen bekommen und
auch Geld damit verdienen und jetzt läuft es halt immer noch mega gut eigentlich. Ich bin mega froh, dass ich es gemacht habe und es macht mir auch wirklich mega, mega viel Spass und ich will euch wirklich allen ans Herz legen, so, wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr denkt, das würde euch Spass machen und ihr würdet das gerne machen, macht es doch einfach. Scheiße drauf. Die Leute, die wirklich, ich habe Kolleginnen, die von Anfang an dabei waren, sie haben mit mir so, sind so im BG-Unterricht gesessen, haben so Ideen gesucht für TikToks, die ich machen könnte und so. Die sind von Anfang an dabei gewesen und hinter mir gestanden und haben es mega cool gefunden, sich für mich gefreut und die freuen sich auch jetzt noch für mich. Die freuen sich auch jetzt, dass ich einen Podcast anfange. So. Es ist scheißegal, wie viele von diesen Leuten ihr habt, ob ihr auch nur eine Person habt, die so ist, aber ihr braucht nicht die Leute, die ihr so low-key wisst, ich glaube, sie fühlen das nicht so, ja, egal, aber ist irgendwie auch verständlich, dass sie es nicht fühlen. Nein, es ist nicht verständlich. Wenn jemand dich gerne hat, dann hat er auch das gerne, was du machst. Außer es ist halt, du machst einen Scheiß. Aber wem machst du weh, wenn du anfängst, Videos posten? Niemandem. Außer es sind Scheiß. Irgendwie, ja. Ihr wisst, was ich meine. So. Und dann ist irgendwann noch das zweite rausgekommen von mir. Also, mir ist übertrieben von uns. Madonna. Einfach so, wieder zurück zum Rössler-Content. Jetzt habe ich 2. Und dann im Abschlussjahr es mega stressig. Ich hatte die Autoprüfung, das Brevet, also das ist, dass wir mit Pferden auf Turnier gehen. Und halt Matur gemacht. Matur noch fucking mit 2 IB-Prüfungen. Wenn ihr nicht wisst, was IB ist, schön für euch. Ich habe scheiß IB gemacht. So halbers. Ja, und ich habe dann irgendwie alles geschafft und es war für mich mega crazy gewesen. So mit Social Media noch im Hintergrund, die 3 Sachen so im gleichen Sommer, so gleichzeitig. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das anbekomme. Und dann habe ich es einfach geschafft. Und dann ist so der Sommer gekommen und ich habe mich schon für das Psychologiestudium angemeldet, weil ich habe so wie nicht gewusst, was sonst machen. Das war das Einzige, was mich einigermaßen interessiert hat. Und dann war es wie so der Sommer gewesen, und es war mega deprimierend im Fall. Also, wenn euch der Matursommer bevorsteht, macht euch gefasst. Es fühlt sich an, als hättet ihr keinen Lebenssinn mehr. Man schafft 4 Jahre ununterbrochen, ist am Hustlen, probiert die ganze Zeit irgendwie gute Noten zu bekommen. Und wow, und oh mein Gott, nächste Woche der Test und blablabla. Nachher einfach nichts. Du hast keine Ahnung, wie die Uni sein wird, du hast keine Ahnung, ob es dir gefallen wird. Du musst einfach so warten, monatelang warten, bis du kannst so die Uni-Experience haben und herausfinden, ob dir das überhaupt gefällt. Glaubt mir, ich habe das nie geglaubt, wenn es so geheißen hat, ja, geniesst noch die Gimmi-Zeit, solange ihr könnt und so. Bro, doch. Ohne Scheiß geniesst es. Ihr habt eure Leute, ihr habt eure Routine. An der Uni ist alles crazy. Du kennst niemanden, niemand juckt es. Du kannst gerade gut daheim bleiben eigentlich. Ist so das Fazit bei der Uni. Und jetzt, so der jetzige Life-Status, I guess, ist so, dass ich mega im Konflikt bin, weil ich mega viel Zeit aufwende für das Social-Media-Zeug. Wirklich. Es ist so mein Baby. Ich mache es wirklich mega gerne. Eine Zeit lang war es mir ein bisschen verleidet, weil ich einfach keine Ideen hatte und auch mir sonst nicht so gut gegangen ist. Aber wenn es mir gut geht, habe ich auch mega viele Ideen. Und jetzt bin ich einfach so, wow, aber eigentlich müsste ich ja mein Studium fett durchziehen. Ich müsste jetzt mal anfangen lernen. Aber ich habe die Idee für den Podcast und dies und das und jenes. Das ist so mein current state. Aber ich probiere es einfach mal. So, bei Psychologie ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man wiederholen muss. Sowieso. So, ich fühle mich nicht so schlecht, wenn ich wiederholen muss ich ehrlich sagen. Weil wenigstens habe ich so etwas daneben gemacht. Und ich habe auch gerade... Ich glaube, in der Uni hast du immer noch genau gleich viel Drama mit Leuten, wenn du es zulässt. Und ich bin immer noch an dem am Arbeiten und das ist auch ein safes Thema, wo ich darüber rede, weil so Freundschaften und Friends finden und so Red Flags und so, aber das ist auch ein Thema, das mich im Moment beschäftigt, ohne jetzt zu viel zu sagen. Und auch allgemein will ich gerne noch erwähnen für den Podcast, wenn ich über irgendwelche Leute rede oder man sich irgendwie jetzt Menschen, die mich persönlich kennen, angesprochen fühlt, es ist nie böse gemeint. Es soll wirklich einfach nur wie als Informationsquelle dienen, dass ich irgendwie so von Erfahrungen erzählen kann. Und es juckt mich wirklich nicht, was ihr mir angetan habt. Früher zum Beispiel, wenn ihr noch zuhört, oder es ist mir alles egal. Ich will einfach so ein bisschen, dass man daraus lernen kann oder dass ich auch darüber reden kann. Und ich hoffe, das fühlt sich niemand angegriffen. Ja. Das war es eigentlich schon gewesen, meine Lebensgeschichte. Keine Ahnung, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ich glaube nicht. Ich lebe immer noch bei meiner Mami daheim. Unser Stall ist gerade, also es ist nicht unser Stall, aber unsere Pferde sind gerade neben meinem Haus. Auch nicht mein Haus.
unserem Haus. Es gehört nicht uns. Mann, wie sagt man? Unserer Wohnung. Ja, wir wohnen neben unseren Pferd und das ist mega schön. Und das ist so meine Situation. Und ich will einfach Frieden haben. Und ich habe das Gefühl, mit dem Podcast ist echt eine gute Idee, weil ich will nicht nur, also logisch, das ist auch eine Unterhaltungsquelle, aber ich will nicht nur die lustige Seite haben und so. Ich würde auch gerne so ein bisschen etwas mit mehr Substanz in die Welt bringen, wo vielleicht der einen oder andere Person hilft oder so, wir sind nicht allein mit den Sachen, die wir erleben. Und ja, es freut mich auf jeden Fall sehr. Wow, Alter, das Mikrofon ist schwer, meine Hand zittert. Es freut mich sehr, dass ich das jetzt mache. Und ja, danke fürs Zuhören, I guess. Ihr könnt mir immer noch sehr gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wo euch gerade so in den Sinn gekommen sind, über was ich sonst noch reden soll. Und sonst freue ich mich auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Und wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, schönen Morgen, wo auch immer ihr seid. Peace out. Hört mal nächstes Mal auch noch einmal zu. Hä?